about 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who had used to work for me, and one of the generals called me in. He said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs," meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." Amerika hat da sehr viel beigetragen, aber erstaunlicherweise nicht die von den Bush-Kriegern so immer eingesetzte Hard Power, sondern eigentlich ist es ein Erfolg amerikanischer Soft Power, wenn man die Bedeutung von Facebook sich anschaut, von Twitter, aber auch die Idee eines globalen Nachrichten-Fernsehnetzwerkes, das ja von Al Jazeera umgesetzt wurde. Und das würde ich überhaupt nicht unterschätzen, welche Bedeutung gerade diese Medien haben, weil sie faktisch die staatliche Zensur ausgehebelt haben. In jeder Teestube, überall in den Wohnzimmern lief und laufen diese freien, unabhängigen Medien. Und ich denke, das darf man nicht vergessen bei dieser historischen Entwicklung, welche Rolle sie gespielt haben. Damit kommen wir aber direkt zum Punkt, wo ich auf Condoleezza Rice treffe, als sie nach den Wahlen 2002 dann zur Außenministerin nominiert war. Und da meinte sie zu mir, also, dass diese Regierung, die Regierung Bush, mit der Regierung in Teheran nicht leben könne und dass sie auf Regime Change nach wie vor setzen würden. Und ich habe mich dort für eine Transformationsstrategie ausgesprochen, die sie in Osteuropa erlebt haben und eben nicht auf einen militärisch gestützten Regime Change. Jeder, der die Nachrichten der letzten Jahrzehnte verfolgt hat, weiß, dass Al-Qaida von der CIA gegründet wurde, mit der Befürwortung und Unterstützung von Saudi-Arabien, Israel und Pakistans Geheimdienst. Zbigniew Brzezinski hat 2 Bücher geschrieben, in denen er damit angegeben hat, dass sie 1979 die Gruppe kreiert haben und sie die Russen attackieren ließen, um sie dazu zu bringen, in Afghanistan einzumarschieren, damit die Sowjets, Zitat, ihr Vietnam haben können. Das ist ein Fakt. Und dass die Moslem-Brigaden vom britischen Geheimdienst kontrolliert werden, geht zurück zu Lawrence von Arabien. Aber der Schwindel ist, dass Osama bin Laden und Al-Qaida die Operation, Serbien anzugreifen, Jemen koordinierten. Und dann kam die NATO und bombardierte Serbien. Dann haben wir natürlich die Anschläge des 11. September und die Newsweek-Schlagzeilen über die Flugzeugentführer, die in den amerikanischen Militärstützpunkten trainiert wurden. Die Times of London berichtete vom Lufttransport des Bösen. Monate nach dem Beginn des Afghanistan-Kriegs hatte das britische und amerikanische Militär tausende Top-Al-Qaida- und Taliban-Führer gefangen, denen dann befohlen wurde, sie wieder freizulassen und sie nach Pakistan zu fliegen, damit die nächste Destabilisierungswelle begonnen werden kann. Sie sehen, Al-Qaida ist offiziell und aktenkundig eine Kreation der CIA, Großbritannien, Israel und Saudi-Arabien und kommt weltweit zum Einsatz. Mit den öffentlich vom Westen finanzierten Rebellen im Osten Libyens. Und ich sage nicht, dass Gaddafi gut ist. Der Punkt ist, der Westen hat das Regime seiner eigenen Marionette in Ägypten gestürzt. Sie haben die Regierung in Tunesien gestürzt. Und jetzt kommt raus, dass britische Spezialeinheiten im Osten Libyens waren, noch bevor die Rebellion begonnen hatte. Und es ist Al-Qaida, die rebelliert. Denn es ist belegt, dass der Anführer der libyschen Rebellen für Jahrzehnte in Virginia vom CIA trainiert wurde. Und er gibt zu, dass er mit Al-Qaida zusammenarbeitet.
Wo das System denkt, wir seien so dumm zu glauben, was sie uns erzählen und nicht zu merken, dass westlicher Geheimdienst in Ostlibyen ist und radikale muslimische Al-Qaida benutzt, um Gaddafi zu destabilisieren. Die Medien lügten und sagten, er habe die Protestler bombardiert. Und die Medien lügten und sagten, er sei nach Venezuela geflüchtet, um den Rebellen Mut zu machen, damit sie denken, sie würden siegen. Das alles heißt nicht, dass es in Libyen Gruppen gibt, die den Diktator Muammar Gaddafi nicht mögen. Aber Muammar Gaddafi ist unabhängig und hat versucht, ein starkes Afrika aufzubauen, außerhalb der neuen Weltordnung. Deshalb muss er gestürzt werden. Er hat keine internationale private Zentralbank, die sein Land kontrolliert. Libyen hat seine eigene Zentralbank. Das ist der Grund, weshalb das System dies tut. Dann wird Al-Qaida nach Libyen gebracht, um den säkulären arabischen Führer Gaddafi zu stürzen. Und uns wird erzählt, es seien humanitäre Gründe, weshalb wir sie bombardieren, um sie zu schützen. Überlegt mal, Leute, Anwar al-Awlaki, der Nummer 1 Mann nach Bin Laden, besucht heimlich das Pentagon. Die Taliban und Al-Qaida werden in Sicherheit geflogen in den ersten Monaten des Afghanistan-Kriegs, um für die nächste Krise zu sorgen. Al-Qaida wird benutzt, um die Serben anzugreifen. Als die Serben zurückkämpfen, werden wieder humanitäre Bombardierungen durchgeführt. Sie bewegen Al-Qaida um die ganze Welt und nennen sie humanitäre Freiheitskämpfer. Und wenn jemand sich wehrt, kommt die UN und NATO und zerbombt das ganze Land. Nachdem die UN die Resolution zur Invasion verabschiedet hat, hat Obama in weniger als 48 Stunden dem US-Militär befohlen, mit der Bombardierung zu beginnen und Cruise-Missiles abzufeuern. Und das auf offensichtlichen Befehl der UN, ohne dass er den Kongress konsultiert hat. Al-Qaida ist ein Arm der neuen Weltordnung. Al-Qaida ist ein System, welches die New World Order benutzt, um Zivilisationen zu bedrohen, damit sie ihre Freiheiten im Namen der Sicherheit aufgeben. Und auch, um Revolutionen und Kriege als Freiheitskämpfer anzuzetteln. Damit die Globalisten das als Ausrede benutzen können, zu kommen, um die Länder zu übernehmen. Das ist der Imperialismus des 21. Jahrhunderts. Und Al-Qaida ist die Schlüsselfigur in diesem Schachspiel, um uns die Weltregierung zu bringen. Sie sind eine Kreation der privaten Bankkartelle, die Krieg gegen die Nationalstaaten führen. Und alle Grundrechte, die die Freiheiten der Bürger der Nationalstaaten schützen. Al-Qaida ist CIA, ist MI6, ist Mossad, ist saudi-arabischer Geheimdienst. Sie haben britische SAS-Agenten erwischt, wie sie als Al-Qaida verkleidet auf Polizisten in Basra schossen, um Sunniten und Schiiten gegeneinander aufzuhetzen. Al-Qaida ist das Schweizer Messer für Destabilisation. Sie sind das magische Werkzeug erster Wahl, welches zum Anfachen der Krise benutzt wird, damit die Globalisten einen Vorwand haben, ihre Lösung anbieten zu können. While more speculation has been raised on the reasons for NATO's intervention in Libya. According to some, it's about protecting civilians. We must not tolerate this regime using military force against its own people. Others say it's about oil. The only reason they're interested with Libya is about the oil. You think we'd be in Iraq if the major export there was broccoli? But some are convinced intervention in Libya is all about currency, specifically Gaddafi's plan to introduce the gold dinar, a single African currency made from gold, a true sharing of the wealth. It's one of these things that you have to plan almost in secret, because as soon as you say you're going to change over from the dollar to something else, you're going to be targeted. There were two conferences on this. One in 96 and another one in the year 2000, called the World Mataba Conference, organized by Gaddafi. And everybody was interested. I think most countries in Africa were keen. Gaddafi didn't give up. In the months leading up to the military intervention, he called on African and Muslim nations to join together to create this new currency that would rival the dollar and euro. They would sell oil and other resources around the world only for gold dinars. It's an idea that would shift the economic balance of the world. Countries' wealth would depend on how much gold they have, not how many dollars they trade. And Libya has 144 tons of gold. The UK has double that, but 10 times the population. If Gaddafi had an intent to try to reprice his oil or whatever else the country was selling in the global markets and accept something else as a currency, or maybe launch a gold dinar currency, any move such as that would certainly not be welcomed by the power elite today who are responsible for controlling the world's central banks. So yes, that would certainly be something that would cause his immediate dismissal and the need for other reasons to be brought forth for removing him from power.
It's happened before. In 2000, Saddam Hussein announced Iraqi oil would be traded in euros, not dollars. Sanctions and an invasion followed. برنر هنري ليفي حيثما مر تفجرت حروب أهلية وتقسيم وطائفية ومجازر مرعبة وخراب كبير، وحيثما يمر فهو يمهد لإسرائيل جديدة وعرب جدد وشرق أوسط جديد بمباركة أمريكا وبريطانيا وفرنسا. برنر ليفي من أفغانستان بدأ نشاطه ليتنقل بعد ذلك ما بين البوسنة والهرسك والسودان، لنجده بعد ذلك في ربيع مصر يفاخر بتقديم الطعام من جيبه الخاص للمتظاهرين، وليجاهر بعد ذلك بترشيح وائل غنيم لجائزة دولية. وما بين ميدان التحرير المصري وساحات بني غازي الليبية تتواصل المهمة. هنا وصل به الأمر حد الاطلاع على التخطيط والخرائط وسير العمليات والوصول إلى الخطوط الأمامية في الصحراء. ليفي اليهودي الفرنسي القريب من صناع القرار في فرنسا، معروف بمواقفه المعادية للمسلمين، فهو من دعا في صحيفة جويش كرونيكل البريطانية لاغتصاب المسلمة التي ترتدي النقاب في فرنسا، وهو من تحالف مع سلمان رشدي صاحب الآيات الشيطانية في محاربة الإسلام والمسلمين. My question is to Monsieur Henri Levy. You were a strong supporter of the military actions that were taken by NATO in Libya. What is then your view of NATO taking similar actions in Syria? My feeling is that if I helped this intervention, as you said, I have the feeling that the words I used with my President Sarkozy, I think that they would have the same effect if it had been Libya or Syria. I think it would have been the same. So it is not a strange plot condemning Libya and favorizing Syria. It is just a question of ability, pragmatism, chronology. The other thing I believe is that if the coalition, if the free world succeeds in Libya, it would be a very bad news for Assad, for the dictatorship in Syria, and it would be a little good news, late of course, but better late than never for the Syrian opposition, because it would be a warning. If Gaddafi, as I believe in the next days or weeks, is kicked out of the power, Bashar al-Assad will know that he is the next on the list. And politics is done like that. You cannot do all the desirable, the wishable, on the same day, in the same sequence of time, unfortunately. And sanctions are a good start anyway. And sanctions are the beginning anyway. Absolutely. You're coming in this hard time, and you give us a good hope that our victory is near. Thank you. Thank you, John McKean. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. People, people, Libyan very happy now. Every people Libyan like you. Believe me.